Der Fritz hat mir eine E-Mail geschrieben und hat geschrieben, ihr hättet gern, dass ich über einen Krieg rede. Hat er geschrieben. Und dann habe ich 17 Mal leer geschluckt. Und habe mir überlegt, was machst du denn eigentlich, wenn du über einen Krieg reden willst? Ich bin weder Kriegsreporter noch Kriegsrhetoriker, ich bin Gnadenverkünder und Evangelist von meinem Herz. Aber über was rede ich eigentlich, wenn ich über einen Krieg rede? Und trotzdem haben wir vorhin gesungen, das ist eine falsche Aussage, das müsstest du mal umsetzen. Wir haben nämlich gesungen, niemand hat so müssen leiden wie du am Kreuz. Das ist natürlich Bockmist. Hunderte von Menschen sterben heute genauso leidend in ihrem Leben, heute in dieser Welt in Krieg. Das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, ist einmalig. Aber letztlich, die Leidensgeschichte von Jesus unterscheidet sich an dem Moment nur, weil er freiwillig gegangen ist ans Kreuz. Und nicht, weil er sterben musste. Seit 7000 Jahren sterben Menschen. Früher hat man noch mit dem Morgenstern einander umgebracht, heute mit Raketen, wo man da hunderte und Kilometer weg abführen. Es ist brutaler geworden. Die Frage, die sich mir stellt für die Predigt heute, in was für einer Welt leben wir heute? 4 Jahre Ukraine-Krieg. Hunderttausende von Menschen sind bis jetzt gestorben, bald so lange wie der Zweite Weltkrieg. Da leben Christen. Das ist nur ein Bild von einer Welt, die zerstört ist. Weil irgendeiner ein selbstständiges und eigenverantwortliches Land angreift. Weil er irgendwelche selbstherrliche Machtgelüste hat. Und wir schauen zu. Wir diskutieren in Europa, ob wir unterstützen oder nicht unterstützen. Ich staune ja, dass die Ukrainer heute noch so kampfesmüde, aber mutig sind. Und nicht aufgeben. Weil letztlich geht es um unsere Freiheit auch. Der Kampf, den die dort ausfechten, haltet der andere zurück. Da. Iran. Aus dem Nichts raus kommt es einem in Amerika in den Sinn und einen in Israel Bomben mitten in der Nacht abzuwerfen über diesem Land. Und viele Hunderte, mittlerweile vielleicht auch Tausende Menschen von umzubringen. Israel hat angegriffen mit dem Ziel, das Land, wo eigentlich immer droht hat, wenn wir einmal eine gute Waffe haben, hauen wir euch ins Meer, dem entgegenzuwirken. USA sagt, wir haben Angst gehabt, dass die plötzlich auf uns losgehen, darum gehen wir jetzt zuerst los. Das ist so ihre Begründung, warum sie den Iran-Krieg angefangen haben. Und es eigentlich um Geld geht, um Macht, um Ruhm. Also der in Amerika ist nicht anders als der in Russland. Nicht anders. Nicht anders. In was für einer Welt leben wir? Da. Syrien. Ein Gewaltherrscher hat über Jahrzehnte hinweg sein Volk geknechtet. Unter dem Deckmantel vom Islam, wo ja so die allmächtige Religion soll sein. Eine Religion vom Frieden. Wie sie selber über sich behaupten. Er hat sein eigenes Volk zu einem Bürgerkrieg geführt und muss fliehen. Und nachher kommt eine islamische Regierung.
wo vorne so nett ist und hinten wahrscheinlich gar nicht so nett. Und sein Volk weiter unterjocht. In was für einer Welt leben wir? Jahrelang haben wir zugeschaut. Jahrelang hat man irgendwelche Sachen gesagt, Sanktionen, das Wort ist mir in den Sinn gekommen, Sanktionen ausgesprochen. Genützt hat es nicht. Gaza. Auch da wieder ein Krieg, wo Hunderttausende von Menschen umgekommen sind, losgetreten, weil Hamas-Kämpfer 1200 Menschen auf brutalste Weise in einem Massaker im Oktober vor 2 Jahren umgebracht haben. Ob das legitim ist, so zurückzuschlagen, weiss ich nicht. Aber Israel ist auch da wieder im Zentrum und kämpft eigentlich um sein Existenzrecht. Kämpft eigentlich um sein Existenzrecht. Wir schauen zu. Manchmal öffentlich und manchmal weniger öffentlich wächst der Antisemitismus. Nimmt gewaltig zu. Ich weiss nicht, ob ihr das verfolgt habt, letzte Nacht. 3 Synagogen haben in Holland gebrannt. Friedliche Religion. Warum die Juden? Ich habe mich das schon gefragt. Und ich glaube, die Juden haben etwas damit zu tun, dass sie als kleines Volk von Gott ausgewählt sind, um der Welt zu zeigen, was es heisst, mit Gott zu leben. Und darum sind sie immer ein Eckstein. Ein Stein des Anstoßes. Was nicht darf sein, darf nicht sein. Und darum gehen wir gegen sie vor. Und verurteilt sie. Obwohl das Menschen sind wie wir auch. Versteht mich richtig. Ich sage nicht, dass der Staat alles gut macht. Aber sie sind trotzdem Gottes Volk. Und Gott hat nie gesagt, ich entziehe euch den Status. Es bleibt Gottes Volk. Und Gott wird handeln. Auf jeden Fall. Irgendwann wird er handeln. Das finden wir dann unter Umständen auch nicht lustig. Sie sind immer noch das Volk von Gott. Grönland. Irgendeiner in Amerika hat das Gefühl, das ist das Land, das mir hilft, meine Sicherheit zu garantieren. Da hat es nur ein paar Schlittenhundenarmee drauf, hat er behauptet. Da sind die Europäer gekommen und auf die Hinter gestanden und haben gesagt, ja, wir beschützen euch. Ein NATO-Land, das gegen ein NATO-Land angeht. Da sind wir heute. Verträge zählen nichts mehr. Zählen nichts mehr. Wenn es darum geht, dass in diesem Land, wo viel Schnee ist, unterirdisch viel Geld liegt in Form von seltenen Erden und was auch immer, dann ist das gleich. Dann nehme ich mir das Land. Und wir? Und wir? Gestern Morgen habe ich den Text in der Lose gelesen. Vielleicht haben Sie das auch gelesen, in der Bibel-App. Da hat es geheißen, ist zu der Esther ein Wort von Mardochai. Er hat ihr gesagt, wenn du in dieser Zeit tatsächlich solltest schweigen, wird der Juden Rettung und Befreiung geschehen, auch ohne dich. Aber du gehst unter. Ihr werdet umkommen. Und der Mardochai hat gesagt, wer weiß, ob vielleicht nicht gerade du für eine Zeit wie die zur Königswürde gesegnet und berufen bist. Eine Zeit wie heute. Ob wir als Königskinder, wir sind alles Königskinder, jeder von euch ist ein Königskind, berufen ist in einer Zeit wie heute vielleicht da und dort mal das Maul aufzumachen und etwas zu sagen. Versteht mich richtig? Wir bewegen die Welt nicht, aber im Kleinen schon. Wir verändern Herzen. Wir verändern Herzen. Was macht das mit uns?
Was machen die Bilder mit uns? Sie hätten einen Haufen Bilder können zeigen, ich habe mir es überlegt und dann denke ich, ja, das lenkt. Haben wir Angst? Wir reden heute in den Medien von einem dritten Weltkrieg, wir sind nicht mehr weit davon weg. Die Mullahs im Iran, du weißt nicht, ob die rational reagieren. Sie greifen alle Länder rundum auch noch an. Und wenn die plötzlich einmal, wenn es denen der Hut lüpft und die zurückschlagen, dann ist es lustig. Fertig mit lustig. Dann sind unsere Feriendörfer wie Dubai und Amman und alle so weg. Dann können wir unsere Ferien kürzen. Wie günstiger. Was macht das mit uns? Haben wir Angst? Strecken den Kopf in den Sand wie der Strauß und machen nichts. Ist es mir egal? Zuerst komme ich, und dann ich, und dann ich, und dann ich, und Hauptsache mir geht es gut. Ich unterschiebe euch nicht. Ihr dürft gerne selber studieren. Oder wird vielleicht der eine oder andere zu einem Kämpfer für Gerechtigkeit? Oder zu einem Verkünder vom Evangelium? Von etwas ganz anderem? Die Gedanken, die ich jetzt hier mit euch äußere, habe ich so in der Grundform an der Dozentenretrette bei meinen Dozenten besprochen. Ich habe das hier schon mal gemacht im Januar und ich bin noch gar nicht sicher gewesen, was da am Schluss rauskommt. Und dass ich heute jetzt die Präge bringe, wo ich noch ein bisschen daran gearbeitet habe, also ich habe nicht das Gleiche noch einmal gesprochen, da haben wir es nicht einfach gemacht, sondern mir wirklich überlegt, um was geht es eigentlich, ist mir trotzdem so in die Augen gestochen. Ein Text aus Joel 3, 1 fortfolgende. Der Joel ist einer der 12 kleinen Propheten, ungefähr 600-700 Jahre, oder sagen wir es umgekehrt, sagen 700-600 Jahre vor Jesus, wo im Volk Israel vor Augen geführt hat, was für einen Dienst wird einmal der Messias, wenn er kommt, tun. Er hat in eine konkrete Situation hineingeredet. Das Volk Israel hat nicht auf Gott hören, hat gemacht, was es wollte, alle Wege nur nicht die von Gott eingeschlagen. Und in die Situation hinein hat Gott zugelassen, dass Grossvölker Israel angegriffen, den Tempel kaputt gemacht, das Volk verschleppt hat. Theologen nennen das die große Deportation. Wo Israel das Land, das sie von Gott geschenkt bekommen haben, wieder verloren haben und gleichzeitig Gott aus dem Tempel ausgezogen ist und fort ist. Die Realität war, dass Israel 400 Jahre keinen Berührungspunkt mehr hatte mit ihrem Gott. Bis zu Jesus hin. Und in dieser Zeit hat sich das Volk Gedanken gemacht. Und zum Glück ist es geläutert worden und hat vieles von dem, was sie vorher so selbstverständlich gemacht haben, aus der Welt geschaffen. Umdenkt, sich neu orientiert in ihrer Beziehung mit Gott. Die Synagoge hat an Wichtigkeit gewonnen. Der eine Gott hat an Wichtigkeit gewonnen. Es hat keine Götzendienste mehr gegeben nach dieser Zeit. Also vor diesen 400 Jahren und. Israel ist zu einem Volk geworden, das auf dem Herz Gott sucht und trotzdem Gott ihnen nicht begegnet ist. Der Text steht im Kapitel 3. Ist gesagt in eine schwierige Zeit hinein und ich glaube, die Zeit ist zu vergleichen mit uns heute. Und da schreibt der Joel, und ich möchte euch das kurz einfach so vorlesen. Da heißt es, und ich muss meine Folie vornehmen, ich sehe nicht mehr so gut dort hinten. Und danach heißt es, werde ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Alten werden Träume und eure jungen Männer werden Schauungen haben. Und auch über die Diener und die Dienerinnen gieße ich in jenen Tagen meinen Geist aus. Und ich werde Wunderzeichen wirken am Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Das sieht man heute, wenn man in den Nahen Osten schaut, sieht man genau da.
Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und der Furchtbare. Jeder aber, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein und wie der Herr es gesagt hat und bei den Entronnenen, die der Herr ruft. Ich werde meinen Geist ausgießen, ist passiert vor 2000 Jahren. Ab Pfingsten. Wir feiern es jetzt. Pfingsten kommt unweigerlich. Obwohl der Winter noch ein bisschen zugeschlagen hat, aber trotzdem, Pfingsten kommt. Damals hat Gott seinen Heiligen Geist ausgegossen, damit wir Menschen nicht mehr allein unterwegs sein müssen, sondern mit ihm unser Leben gestalten können, weil Jesus nicht mehr da ist. Sichtbar. Der Heilige Geist hat eine Aufgabe, uns die Augen, die Ohren und das Herz aufzumachen für das, was Gott will und was Jesus gesagt hat. Jesus selber hat gesagt, ich gebe euch den Heiligen Geist, weil ihr braucht den. Ohne den geht ihr unter. Ohne den wird Wehklagen sein, Angst sein und Schrecken sein. Aber mit dem Heiligen Geist werden euch die Augen aufgehen für das, was Gott will. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen. Eure Alten werden träumen und eure jungen Männer werden Visionen haben. Alle sind hier betroffen. Es gibt niemand, der ausgeschlossen wird, sogar Dienerinnen und Diener gehören dazu. Alle sind wir nicht ausgeschlossen, sondern haben den Heiligen Geist. Und könnten, wenn wir wetten, unter der Führung von dem Heiligen Geist die Zeit beurteilen. Vielleicht auch ein bisschen eine Ahnung bekommen, um was es hier geht. Keine Generation wird ausgeschlossen. Alle sind sie mit im Boot und tragen Verantwortung fürs Sehen und fürs Hören und fürs Tun. Vor 2000 Jahren ist das passiert und es passiert heute noch. Heute noch hat der Heilige Geist die gleiche Funktion. Es hat sich nichts geändert. Wunderzeichen, Rauchsäulen, Blut und Feuer werden am Himmel sein und auf der Erde wirken. Das sind für mich Bilder, die wir heute sehen von diesen Bombeneinschlägen. Es ist ja schon verrückt, oder, was da passiert, wenn so eine Rakete runterkommt. Und dann Rauch. Kilometer hoch. Das sind keine Segenszeichen, sondern das ist Tod. Das ist Vernichtung. Das ist Macht. Das ist Gericht. Und das alles soll passieren, bevor der Tag vom Herrn kommt, der Große und der Furchtbare. Und ich habe mich schon ein bisschen gefragt, was ist denn an dem Tag vom Herrn der Große und was ist der Furchtbare? Für wer ist er groß, der Tag? Für uns. Weil dann endlich unsere Sehnsucht gestillt wird, weil wir darauf warten, dass Jesus wieder kommt, weil wir darauf warten, und wir reden ja manchmal auch davon, ja, oh, wie schön wird es denn sein, wenn wir, singen wir glaube ich heute noch, oder? Genau. Oh, wie schön wird es denn sein, wenn Jesus wieder kommt. Das gibt einen Ausdruck von einer Sehnsucht, die die Menschen haben. Der Paulus sagt sogar, die Schöpfung hat die Sehnsucht. Die sehnt sich nach der Erlösung, weil sie leidet unter unserer Sündhaftigkeit. Weil wir sie ausbeuten, ausknechten, töten und vernichten. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut. Ja, das sind so starke Zeichen. Ist genau passiert, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, hat es unerklärlicherweise eine Sonnenfinsternis gegeben. Also ein Zeichen davon, alle sind verwirrt gewesen. Der Tag, wo hier verheißen wird, ist noch nicht gekommen. Keiner von uns weiß, wenn. Nur Gott allein. Sogar Jesus weiß nicht, wenn. Und das macht mich gnädig,
weil ich mich nicht darum muss bemühen und kämpfen zu erahnen, wenn es dann ist. Jesus hat nur gesagt, seid wachsam. Seid wachsam im Blick auf euer eigenes Leben. Seid wachsam im Blick auf euer eigenes Leben. Lebt nicht einfach in den Tag hinein, als würdet ihr eine Schlaftablette essen am Morgen. Sondern sind wachsam. Ist das, was ich mache, gut oder nicht gut? Das kann Angst machen. Mir macht es Angst. Aber das ist zutiefst menschlich. Aber wir sind ja nicht nur Menschen. Sondern wir haben ja irgendwie noch etwas anderes in uns. Wir nennen es Heiliger Geist, der uns die Augen öffnet, das Herz öffnet für das, was Gott will. Beim Joel war der Tag vom Herrn noch nicht Jesus gewesen. Er hat vielleicht vom Messias geredet. Aber definiert, wer der Messias ist erst 700 Jahre später für uns Jesus der Messias wurde. Wir wissen, von wem das dort die Rede ist. Und wir wissen, dass der Moment, wo der wieder wird kommen, die Welt wird bewegen. Der kommt in Jerusalem auf Zion. Heisst es hier auch. Wir sehen das hier in der Schweiz. Die vom Witschburg oben besser als wir jetzt Gelder kennen, weil sie noch über die Höger schauen. Versteht mich richtig? Ihr werdet es sehen. Ihr werdet es merken, das wird nicht spurlos an uns vorbeigehen. Das wird ein Moment sein, wo wir eine Erfahrung machen, wo wir noch keine Ahnung haben davon, wie die wird sein. Aber es ist so, dass wir in dem Moment werden sehen, dass Jesus kommt. Dass Jesus kommt. Jeder, der den Namen vom Herrn anruft, wird gerettet werden. Der Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2, fügt euch nicht ins Schema von dieser Welt ein. Habt ihr schon 100-mal gehört, habt sicher schon x Predigten gehört von dem. Fügt euch nicht ins Schema von dieser Welt ein, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung von eurem Sinn, von eurem Denken, von eurem Herz um zu sehen, was Gott will. Der Paulus fordert uns raus, hört auf, der Welt nachzulaufen und überlegt euch, was Gott will. Verändert euch das Denken. Da geht es um Charakter. Da geht es nicht nur um eine neue, sondern da geht es um Charakter. In diesem Wort verändert euch das Denken ist das Wort Charakter drin. Das ist mehr als nur einfach in den Sinn kommen. Das ist immer wieder darüber nachdenken. Damit ihr das Gute seht, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Wer den Namen vom Herrn anruft, kann nicht dem Schema dieser Welt nachfolgen. Das beißt sich. Merkt ihr, ich rede immer noch über den Krieg. Ich bin immer noch keine Gnadenverkündiger. Mein Nachbar hat im Januar für das Gebetstreffen im Gate 44 eine wunderschöne Folie gemacht und die bringe ich euch mit. Weil er sich Gedanken gemacht hat über die Jahreslosung. Ich weiss nicht, manche Prediger haben schon über die Jahreslosung gehabt? Eine. Ah, ist gut. Nicht zu viel. Also noch eine. Ich bin wieder drücke wieder auf die falsche Seite. Das ist einfach nicht logisch. Das so, die Folie. Er hat sich Gedanken gemacht darüber, wo in der Bibel vom Anfang bis am Ende der Satz «Siehe, ich mache alles neu» vorkommt. Und spannend ist, ich habe das total spannend gefunden und mir die Folie vor die Augen geführt und habe gesagt, Leckbeck, da ist der Heilige Geist am Werk gewesen. Weil er in dieser Folie versucht hat, das, was Gott immer und immer wieder, und ich komme jetzt zur Gnade, neu gemacht hat in unserem Leben, damit er am Schluss kann sagen, schau, es wird alles neu werden. Es wird gut kommen. Die Folie fängt an, zuoberst am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da war alles neu gewesen. Da war alles sehr gut gewesen. Das ist die Realität vom Plan von Gott. Und am Schluss heisst in der Offenbarung 21, siehe, ich mache alles neu. Das ist der Rahmen. Und wir bewegen uns zwischen diesen zwei Polen
und machen alles durcheinander. Und der, der das Ganze im Griff hat, heisst ja der Durcheinanderbringer. Der Teufel heizt der Durcheinanderbringer. Das ist dem sein erklärtes Ziel, uns zu vernebeln, damit wir nicht mehr genau sehen, was wir eigentlich machen. Alles durcheinander bringen. Alles durcheinander bringen. Ich muss wieder meine Folie an, sehe ich nichts. Ich habe einfach ein paar Stellen rausgesucht. Und werde die euch vor Augen führen. Damit ihr eine Ahnung bekommt, was in dieser Folie steckt. Und wenn Sie die wollen, dann könnt ihr sie nachher kopieren oder was auch immer. Können Sie gerne mitnehmen. Jesaja 43, 18, 19 sagt: Ich sage euch, hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Das hat er zu Israel gesagt, in der Zeit der Deportation. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Ich will in der Krise von Israel, seit Gott durch Jesaja, etwas Neues tun. Das ist der Blick auf die Welt. Gott will etwas Neues machen. Und nicht das, was wir tagtäglich in der Zeitung lesen und im Fernsehen sehen. Ich will etwas Neues machen. Das Zweite ist der Blick auf mich. Da sagt der Beter im Psalm 51, schaffe mir Gott, was? Ein reines Herz und einen neuen, gefestigten Geist. Wenn ich in dieser Welt lebe und durcheinandergebracht werde, dann ist das Gebet. Schaffe in mir ein neues Herz und einen gefestigten neuen Geist, der mir hilft zu beurteilen. Und dann wird er noch weiter beten und sagt, vertrieb mich nicht aus deiner Nähe. Nimm den Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wiederkehren, die Freude von deinem Heil, und stütze mich mit einem willigen Geist. Das Gebet für mich schafft ein neues Herz und gibt mir einen neuen Geist, eine neue Realität. Und nicht das, was wir jetzt sehen, sondern das, was Gott sieht. Der Blick auf Gott. Was macht Gott? Da heißt es, einen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte, durcheinandergebrachte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Das schlägt für Gott. Freunde, da müssen wir jubeln. Das ist das, was bringt und nicht das, was wir haben. Ich will euch einen neuen Bund geben, sagt Gott. Das Nächste, der neue Bund, den ich mit Israel schließe. Da ist Israel gewesen, heute ist es auch mit uns. Wird ganz anders aussehen. Nicht der, wo man hier so allgemein braucht, sondern ich schreibe mein Gesetz in dein Herz, damit du fähig wirst, die Welt anders zu beurteilen, als sie die Welt beurteilt. Er tut nicht die Bibel in unser Herz hineinschreiben, das müssen wir schon noch selber machen. Aber er hilft uns und gibt uns die Fähigkeit, die Texte so zu lesen, damit wir mit dem etwas anfangen können. Mein Denken, mein Handeln bestimmen. Ich will ihr Gott sein. Und sie werden mein Volk sein. Blick auf das, was sich verändert. Im 2. Korinther heißt es, gehört also jemand zu Christus, dann heißt es nicht wird, sondern ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen.
Merkt ihr, was ich will? Dass wir wie so verstehen und begreifen, dass das Neue, wo Gott in der Offenbarung verschreibt, schon längstens angefangen hat in uns. Schon längstens uns die Augen öffnet für das, was Gott tut. In einer Welt, die untergeht. In einer Welt, die untergeht. Galater 6,15 ist der Blick auf das, was wichtig ist. Da sagt der Paulus, es ist völlig gleich, ob du beschnitten oder unbeschnitten bist, ob du Jude oder Heide bist. Es ist pfiffe gleich. Wichtig ist allein, dass du durch Jesus Christus zu einem neuen Menschen geworden bist. Es ist egal, wo du herkommst. Es ist egal, was dich geprägt hat. Es ist egal, aus welcher Kultur das kommt, wichtig ist, dass du durch Jesus Christus zu einem neuen Menschen wirst. Versteht mich richtig? Ich sage nicht, du musst. Das kann man hören. Sondern ich sage, lass uns das aufnehmen und verstehen und immer wieder darüber nachdenken, in welchem Moment bin ich vielleicht jetzt gerade anders. Kann ich anders sein? Ein neuer Mensch sein. Nicht gleich handeln, wie die anderen handeln. In einem ganz konkreten Moment. Nicht zurückschlagen, sondern liebevoll sein. Nicht verurteilend sein, sondern Mut machen. Petrus hat geschrieben im 2. Petrus, wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wenn wir behaupten, wir kommen irgendwann in den Himmel, ist das eigentlich eine falsche Aussage, weil Jesus gesagt hat, wir sind heute schon Teil von dem Reich von Gott, wo soll sich ausbreiten. In seiner ersten Predigt über Jesaja 61, ich weiss noch, wir haben lange über das Thema nachgedacht vor 10 Jahren. Hat Jesus gesagt, heute noch passiert das. Heute noch ist das Reich Gottes am Wachsen. Wir sind ein Teil von dem Reich von Gott. Und klar sind wir einig im Himmel und klar sind wir einig bei Gott und klar sind wir einig in dem neuen Jerusalem. Das wird beschrieben, wir haben keine Ahnung, wie das aussieht. Die Stadt, das neue Jerusalem, wird beschrieben so als eine Stadt, die in einem Quader aussieht, 2500 Kilometer lang, breit, hoch. Keiner von uns kann sich das vorstellen, was das heisst. Aber es wird ein Ort sein, wo Gott mitten unter uns wohnt. Ich sage immer wieder meinen Studenten, das ist wie das Rüebli, das ich manchmal beim Esel vorher spanne, damit er läuft. Das Bild von dem neuen Jerusalem. Das motiviert mich. Ich hoffe euch auch ein bisschen. Sie ist noch nicht da, die neue Welt, und wir merken es und spüren es jeden Tag, dass sie noch nicht da ist. Es ist noch nicht gut. Aber zumindest an dem Ort, wo ich bin, ist sie vielleicht ein kleines bisschen gut. Weil ich mit dem Geist anders umgehe. Mit meinem Leben und mit meinen Menschen. In dieser Sehnsucht erfüllt sich, dass Frieden einkehrt und Gerechtigkeit kommt. Rede ich schon lange? Muss ich hören? Ich höre. Das ist mein letztes Bild. Das gefällt mir extrem gut. Das ist irgendwo in Spanien, Portugal, irgendwo dort unten ein Leuchtturm. Und die Straße führt dort rauf, das Licht läuft bis zu dem Punkt hin, wo der Leuchtturm, das Schiff, den Weg weist. Ich finde, ihr seid solche Leuchttürme. Ihr seid auf dem Weg und gleichzeitig sind ihr dort oben und leuchtet schon. Ihr seid das Licht der Welt, hat Jesus gesagt vor 2000 Jahren. Ich finde, das ist ein mutmachendes Bild neben diesen schrecklichen Bildern, wo sagt, wir sollen leuchten in dieser Welt, wie Gott will leuchten in dieser Welt. Und wenn ich jetzt heute gerade mich so fühle, als wäre ich erst auf dem Weg dorthin, egal, es leuchtet ja schon auf dem Weg dorthin. Es ist ja nicht so, dass die dort rauflaufen, in der Dunkelheit durchlaufen, sondern die leuchten schon. Ich sehe nicht die Spuren. Ich weiss, das Bild hinkt. Weil das sind Lampen, die leuchten. Oder Autos, die fahren und das ist mit einem Zeitraffer aufgenommen. Egal.
Nochmal egal, es ist ein Bild, das ich vor Augen machen und ermutigen soll. Wir sind auf dem Weg hin zu diesem Leuchtturm. Nicht Angst, nicht Krieg, das kann uns manchmal verdrücken. Aber Leuchtturm, sie, das macht Mut. Ich hoffe, ich habe kein Zeichen erzählt und der Fritz beachtet keinen Widerspruch. Nichtsdestotrotz glaube ich, das ist unser Ding. Und das ist euch ein Ding. Und ihr könnt hier ein Kennerkind, das gleich ist wie St. Krishona, ein Leuchtturm sein. In dieser Welt, in der ihr hier lebt. Bin ich überzeugt. Weil Jesus in euch wohnt durch den Heiligen Geist. Weil er euch die Augen, die Ohren und das Herz aufmacht. Und das ist der Evangelist. Merkt ihr das? Das ist der Evangelist. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, lass uns nicht untergehen in der Angst und in der Furcht vor dem, was in der Welt passiert. Auch wenn es uns trifft. Die ganze Menschheitsgeschichte lebt und geht durch die Zeiten vom Krieg. Millionen von Menschen haben Angst gehabt und um ihr Leben gefürchtet. Wir auch. Das hebt uns nicht ab von dem, was andere Menschen erleben. Aber wir wissen, dass dein Geist in uns unser Denken verändert und neu macht. So dass wir wenigstens in unserem Leben an dem Ort, wo wir noch mit anderen unterwegs sind, zu einem Leuchtturm werden, der leuchtet. Und um das bitte ich dich. Lass uns ein Leuchtturm sein. Lass uns unterwegs sein. Lass uns als Gemeinde Feuer und Flamme sein für dein Reich. Ein Reich vom Frieden und von der Gerechtigkeit. Ich bitte dich, segne du uns, wenn wir dann darüber nachdenken, was die Predigt heute gebracht hat und was du alles wirst neu machen. Dass das nicht nur im Kopf bleibt, sondern auch ins Herz rutscht und unsere Hände verändert. Im Tun und im Handeln. Amen.